Vielleicht haben die einen von euch auch schon mitbekommen, dass heute ein spezieller Freitag ist. Ein Freitag, der nicht ist wie alle anderen. Und zwar ist heute Karfreitag. Am Karfreitag denken wir ganz speziell an das denken, was Jesus gemacht hat. Und zwar, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und ich möchte euch darum jetzt gerade Geschichte aus der Bibel erzählen mit ein paar Bildern dazu, was dann an dem Freitag genau passiert ist. Ja, Jesus hat ja da auf der Welt gelebt und er hat ja, wie ich mal erzählt habe, ganz viel Wunder gemacht, ganz viele coole Sachen. Er hat Lahme geheilt, dass sie wieder laufen können und Blinde, dass sie wieder sehen können. Und er hat ganz viel Spannendes über Gott erzählt. Und vor allem, Jesus hat nie einen Fehler gemacht. Er hat nie etwas Gemeines gesagt über andere oder nie etwas Gemeines gedacht. Er hat einfach nie einen Fehler gemacht. Hey, ja, und dann ist eben der Freitag gekommen. Jesus hat nie einen Fehler gemacht und trotzdem ist er plötzlich von Soldaten verhaftet worden und einfach zum Tod verurteilt worden. Hey, dann haben sie Jesus eine Dornenkrone aufgesetzt. Ich glaube, das hat sicher mega weh getan. Und schaut mal auf dem Bild. Jesus hat sein eigenes Kreuz müssen tragen. Und dann hat er das Kreuz müssen auf einen Berg tragen und dann haben sie ihn dort oben ans Kreuz genagelt. Dann ist Jesus gekreuzigt worden. Wie ein Verbrecher ist er in der Mitte von zwei anderen Männern gekreuzigt worden, obwohl er doch gar nie einen Fehler gemacht hat. Und dann, es ist eigentlich heller Tag gewesen. Plötzlich ist es stockfinster geworden und die Leute haben gar nicht genau verstanden, was jetzt passiert. Hey, und dann hat Jesus nochmal laut aufgeschrien und dann ist er gestorben. Und die Leute, die am Kreuz gestanden sind, Freunde von Jesus, die sind so fest traurig geworden. Das war ihr bester Freund. Jesus war ihr allerbester Freund. Und er hat doch nie einen Fehler gemacht. Und jetzt ist er einfach gestorben, wie ein Verbrecher gekreuzigt worden. Sie sind traurig und hässig und sie haben das gar nicht verstehen, was da genau passiert ist. Hey, ja. Und dann haben sie Jesus vom Kreuz abgenommen und haben ihn in Leintücher gewickelt und haben ihn in ein Grab gelegt. Und vor das Grab haben sie einen riesengroßen Stein gerollt, damit auch ja niemand in das Grab reinkommen kann. Und wisst ihr, wo Jesus noch gelebt hat, hat er seinen Jüngern erzählt, dass er sterben muss. Aber am 3. Tag wird er wieder auferstehen. Und seine Jünger haben das natürlich nicht ganz verstanden, was Jesus meint. Aber die Soldaten, die haben das noch gewusst. Und die Soldaten hatten Angst gehabt, dass seine Jünger kommen und Jesus aus dem Grab rausstellen und sagen, er sei auferstanden. Und darum haben dann die Römer die Soldaten vor das Grab gestellt und haben das Grab bewacht. Schaut mal wie auf dem Bild, damit ja niemand ins Grab hineinkommt. Hey, und so hat dann der Freitag geendet. Jesus ist gestorben und ist im Grab hinein. Hey, aber wisst ihr, Jesus ist nicht einfach nur so gestorben, sondern wenn wir Gott gegenüber ungehorsam sind, dann müssen wir bestraft werden. Und Jesus ist nicht einfach nur wegen seinen Fehlern gestorben, weil er hat ja gar nie einen Fehler gemacht, sondern Jesus ist am Kreuz für unsere Fehler gestorben. Er ist für unseren Ungehorsam am Kreuz gestorben. Und darum, weil Jesus gestorben ist, kann Gott uns alle unsere Sünden vergeben, wenn es uns leid tut. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht nämlich, wenn uns unsere Fehler leid tun, dann vergibt uns Gott unsere Fehler und ist uns nicht mehr böse. Aber für das hat Jesus sterben. Er ist für unsere Fehler am Kreuz gestorben. Hey, wow, Jesus liebt uns so fest, dass er für unsere Fehler gestorben ist. Hey, ja, und so traurig hat ja eben leider der Karfreitag geendet. Und vielleicht wissen die einen schon, was dann an Ostern passiert ist. Und auf jeden Fall werde ich euch in 2 Tagen am Ostersonntag erzählen, wie es weitergegangen ist.